das ist wirklich die Urkraft. Das ist ein Geschehen für die Ewigkeit. Probier mal ein Stück mal. Ja? Unbedingt. Wie das riecht. Also, so ein Frischbrot mit einem Butter. Und da ist jetzt was genau drin? Die Kraft der Jahrhunderte. Ich würde sagen, der Jahrtausende, das ist da drin. Wie schaut die aus, die Kraft der Jahrtausende? Ich zeige dir, ja? Warte mal. Geh her. Da haben wir ihn drin. Das, Ja, das drin. Millionen Brote kannst du damit backen. das ist ja quasi ist ja ein Schatz. Seit 2000 Jahren machen wir damit Getreide bekömmlich. Und verantwortlich ist er für Hunderte von Aromastoffen. Und das Allerbeste, er ist unsterblich, wenn man ihn gut pflegt. Da braucht man Wasser und Mehl. Ein Schatz. Heute in der Freizeit. Warum ist Sauerteig so viel verträglicher als andere Teige? Warum gibt's damit quasi kein Problem mit Schimmel? Was kann man außer Brot noch damit machen, wie zum Beispiel Waffeln oder Nudeln? Set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you. And I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. So, also da habe ich mein Mehl und mein Wasser. Aha. Weil wir müssen jetzt was machen, sonst wird es kein Brot. Es braucht ja seine Zeit. Erster Schritt: Anfrisch sauer. Das ist jetzt das Anstellgut, also der Ursauerteig. Wie viel brauche ich von dem da drin, damit ich weitermachen kann, quasi? Ein Teelöffel, sagen wir mal. Ja, die Power ist da. Die selbst wenn Ja, es ja. nur ein Fingernagel voll wäre, wird es genauso reichen. Nur, dass ich weiß. Also, wir aktivieren ihn, wir erwecken ihn wieder zu Leben. Und das nennen wir anfrisch sauer. Also vom Anstellgut zum Anfrisch sauer. Sauer. Das ist der erste Schritt. So ist es. Und das machen wir wir. Mit ein wenig Wasser und ein wenig Mehl. So eine Paste machen wir draus, ne? Ein wenig pastös. Weil dann rührt sich das im restlichen Wasser natürlich wesentlich besser ein. Da geht es aber natürlich schon los, dass diese ganzen Mikroorganismen sich formieren. Die sollen jetzt einmal langsam wieder eine Idee kriegen, was ihre Aufgabe ist. Was kommt jetzt da rein? Roggenvollkornmehl. Ah, Roggenmehl. Ja, aber Mehlkunde machen wir später, ja? Machen wir später. Gut. Du hast jetzt quasi erweckt. Das ist ein ganz wichtiger Moment, also emotionaler Moment für mich, ja, ne? Dieses Erwecken immer wieder. Dass er sagt, jetzt holen wir den und bereiten ihn vor auf seinen nächsten Job, die Fermentation von so einem großen Laibbrot einzuleiten. Weil das ist ja das, was wir wollen. Aus dem mache ich Ein Labbrot. Was ist da so drin, was den jetzt so wertvoll macht? Unsere
Mikroorganismen. Das sind im Wesentlichen die Milchsäurebakterien und der Hefepilz des Sauerteiges. Aha. Die Hefe, die lässt aufgehen und die Milchsäurebakterien bilden uns die Säure. Das heißt, wir geben im Prinzip überhaupt gar keine Hefen dazu zu unserem Durst. Wir haben nur die wilden Hefen aus der Luft da drin, die überall sind. Ganz wichtig jetzt, der reift so 6 bis 8 Stunden. Das ist nichts, was wir beschleunigen können. Wir können jetzt nicht sagen, da tun wir jetzt eine Hefe rein oder sowas. Ja, wir wollen ja mit dem Sauerteig diese eigentliche Sache, die Bekömmlichkeit erreichen. Du hast da schon mal gehört, jedes Böhnchen ein Tönchen. Das habe ich in mehrerer Hinsicht gehört, ja. Ja? Warum ist das so? Weil das sind Bohnen, die werden ein wenig eingeweicht und dann gekocht ohne jegliche Fermentation. Der Asiate kennt das gar nicht. Der tut nicht seine Bohnen mal kurz ein wenig einweichen und dann kocht das oder die Linsen, sondern der fermentiert das über längere Zeit. Und so lang brauchen wir das Mehl nicht fermentieren, weil es ja fein vermahlen ist. Aber wir müssen es beginnen zu verstoffwechseln. Weil die Verstoffwechslung im Prinzip ein vorweggenommener Prozess ist, der sozusagen außerhalb unseres Körpers passiert. Da der jetzt bei uns im Körper passieren, hätte ich dieses So schaut's die Tönchen. aus. Richtig. Wir helfen quasi damit auch uns Kauffaulen gewisserweise ein bekömmliches Brot zu liefern. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Das ist Einleuchten, gut. ja. Okay, also da ist relativ viel gesundes Zeug schon drin, wenn wir jetzt warten. So ist. Na gut, das geht ja in die nächste Stufe, in die nächste Stufe, in die nächste Stufe. Wie viele Stufen haben wir ungefähr? Wir halten uns an unsere 4 und die 4. Stufe ist der Teig. Ah, das ist noch gar kein Teig nicht. Das ist ein Dachler, der Franke sagen. Diese Stufen sind einfach auch so wichtig für die Haltbarkeit. Jede Stufe, wenn wir erneut anrühren, Ja. dann produziert praktisch die Milchsäurebakterien Essigsäure. Und das holen wir uns da jedes Mal rein und bekommen dadurch natürlich eine ganz angenehme Essigsäure ins Brot, die uns schmeckt, Ja. uns herzhaft und harmonisch erscheint im Geschmack, aber auch eben den Schimmelschutz bietet. Deshalb haben wir bei so einem Brot, das wir aus dem Sauerteig machen, auch, ja, das kannst du 2-3 Wochen dran essen und da schimmelt nichts. Ne? Der Schimmel mag keine Essigsäure, oder wie? So schaut's aus. Ja, finde ich. Und warm lagern. Also, dass man den warm hält. Reden wir jetzt davon, von Nein, dem, von, was da drin ist. von dem Ursprung. Das Den muss kalt lagern. kalt. Ja, kühl. Ach, kühl. Ja, kühl. Ach so. Den müssen wir jetzt 8 Stunden ruhen lassen, aber wohl behütet. Deshalb eine kleine Isolationsschicht, schützt da vorm Austrocknen. Und so stelle ich das jetzt an einen lauwarmen Ort und habe aber schon was vorbereitet. Aber Deckel kann ich nicht drauf machen. Na ja gut, der wird rausgehen ein bisschen. Und wenn der Deckel drauf ist, dann quillt es an der Seite raus und so Hat er Platz. hat er Platz. Alles klar. Gut, wunderbar. Das heißt, du bist kurz weg und kommst dann gleich wieder. So schaut's aus. Alles klar. Ja, kaum einer hat vom Sauerteig mehr Ahnung als Arndt Erbl. Seit dem Jahr 1680 ist der Backofen in seiner Bäckerei praktisch ununterbrochen warm. Mit über 30 Jahren Erfahrung nennt er sich selbst Freibäcker, weil er frei von Hefe, Backmittel, Fertigsauerteig und Marketing ist. Nach Mittelfranken, genauer gesagt nach Dachsbach, kommen Lehrlinge und Hospitanten aus der ganzen Welt, um den professionellen Umgang mit Sauerteig zu erlernen. Und jetzt bietet Arndt Erbl einen Tageskurs zum Sauerteig an. Für jedermann. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything. Das ist die Urbrezen. Das ist die Uhr. Das ist die Urbrezen. Ach so, ihr macht ja das mit dem Salz ein bisschen anders. Kein grobes Salz, das möchte ein Genuss erst aus.
wenn man nicht so auf so Salzkernle drauf beißt. Die man meistens reibt. Genau. So. Ja. Sauerteig? Ja, alles. Alles Sauerteig. Alles Sauerteig. Aber die Croissants nicht. Alle Blunderteige. Sauerteig. Das ist ja mit dem Sauerteig. Sauerteig. Weiß ich. Hau doch mal, Max, wo bleibst denn du? Ja, ich bin hängen geblieben, weil ich weiß nicht, ob du das gewusst hast. Das ist alles Sauerteig. Das machen wir den ganzen Tag. Aber unsere zweite Stufe ruft. Zur Sauerteigpflege gehört auch, dass man den nicht zu lang warten lässt. Achso, dann gingen wir. Ich wollte ja nur, dass du das auch weißt, dass wir da überall Sauerteig haben. Das machen wir noch nicht. Aber ich beiß jetzt noch mal rein. Die sind ja gut. Zweiter Schritt, der Grundsauer. Hier, da kannst du sehen, dass die Situation jetzt uns erfordert. Er ist reif. Du kannst es jetzt hier schön sehen an dieser Porung, wie er aufgegangen ist. Der muss jetzt weiterverarbeitet werden. Vom Anfrischsauer zum Grundsauer gehen wir jetzt. Anstellgut, Anfrischsauer, Grundsauer. Richtig. Okay, gut. Da haben wir jetzt das Wasser abgewogen, Roggenmehl und Roggenvollkornmehl. Da haben wir jetzt zwei verschiedene Mehle. Vorhin hatten wir hier nur das Vollkornmehl zum Aufwecken vom Anstellgut durch die Enzyme, die in der Schale sind, vom Roggenvollkorn, geht die ganze Sache dann wirklich schneller. Die restlichen Stufen sind alle immer halbe, Vollkorn und Typenmehl. Das Brot kriegt einfach eine andere Porung, eine lockerere Porung, einfach ein wenig mehr Eleganz, würde ich fast schon sagen. Ich mag das auch besonders gern, wenn jetzt das nicht nur Vollkorn ist. Die Hildegard von Bingen, ne? Die hat es auch schon gesagt, wenn du jetzt nicht wirklich Vollkorn magst, dann ist dir auch nicht damit geholfen. Bloß weil es für andere gesund ist, Vollkorn, und du hast keinen Appetit drauf, dann ist das für dich nicht unbedingt gesund. Weil, weißt du schon, der Speichel, ne? Speichelsturz, also der muss ja schon einsitzen, wenn man das Essen zubereitet. Um es nochmal mit den Worten von der Hildegard zu sagen, wenn dir beim Zubereiten der Speise nicht schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann brauchst du gar nicht weitermachen. Das machen wir jetzt mit der Hand, das richtige Kneten. Na, du gehst nicht mit deinen zwei Händen rein. Wenn du die Schüssel mit einer Hand hältst, mit einer knetest, dann hast du zum Schluss die zweite Hand sauber, die an der Schüssel war, dass du deine teigigen Finger wieder sauber machst. Und warum nehmen wir jetzt Roggen? Das ist bei uns das Getreide. Deutschland ist eine Roggennation. Ob du jetzt einen Pumpernickel anschaust, das ist genauso ein Roggen. Und hier bei uns in Franken noch ganz besonders. Wenn du hinausschaust auf die Felder, der Roggen wird zurückgedrängt vom Weizen, aber ich halte die Fahne hoch für den Roggen. Weil eben bei uns der Roggen am besten gedeiht und er ist für uns am gesündesten. Der Weizen oder der Dinkel, der lässt deinen Blutzucker gleich nach oben schnellen. Beim Roggen geht es alles viel langsamer. Der Roggen wird wesentlich langsamer verzuckert. Deshalb ist es auch das Brot für Diabetiker. Ja, und da, wenn eben noch Vollkorn dabei ist, dann noch mal mehr. Du brauchst den Sauerteig, um ein Roggenbrot zu backen. Weil die Säure, die bremst die Aktivität der Enzyme, die der Roggen mit sich bringt. Wenn wir die nicht mit dem Sauerteig bremsen würden, dann würden der, während du jetzt da knetest und während der im Brotkorb ist, bevor es im Ofen kommt, würden diese Enzyme das ganze Brot schon seiner Backfähigkeit berauben. Das wird dann einfach innen eine glitschige Sache. Da käme kein essbares Brot dabei raus. Der ist jetzt fertig, wunderbar. Der braucht jetzt auch wieder seine knappe 8 Stunden, wo er jetzt rasten muss. Und wir gehen derweil essen. Mittagessen, das ist ja eine ganz hervorragende Idee. Mittagessen. Weil man hat ja so wenig zum Essen. Die Michaela, Ans Frau, die kümmert sich gerade um unser Mittagessen. Ja, und wenn Sie was nachkochen wollen, dann schauen Sie doch einfach einmal auf unsere Internetseite. Wir sind jetzt hier im Café aus dem Eichgrund, also das Rote Ross. Wir haben am Wochenende nur geöffnet oder für kulturelle Veranstaltungen. Das ist uns auch ein Herzensanliegen. Ich nenne es einen Platz der Begegnung. Und wir haben hier ein Café, aber ab und an da bieten wir halt auch mal Produkte aus unserer Backstube an, also vor allem mit Sauerteig. Servus. Servus. So, bitteschön. Bandnudeln. Sauerteigbandnudeln. An sich haben das immer die einfachen Leute gegessen. Beim Brotbacken wurde was weggenommen, um dann halt damit auch Nudeln zu machen. Gesund, gell? Ja, durch die Fermentation kriegt die Nudel Tiefgang.
Schmeckt einfach besser und ist bekömmlicher. Ich mache so 100 Gramm Mehl und ein Ei, das ist so die Basis. Dinkelmehl und ein bisschen Vollkornmehl nehme ich dazu. Und dann durch den Sauerteig hast du ja auch die Flüssigkeit. Ich mag ja Nudeln. Ja, ich auch. Ja, sehr gut. Mit? Man nennt es das Parmesan der armen Leute. Also wir nehmen dafür Semmelbrösel, aber das ist speziell jetzt von der Brotrinde, vom Doppelback gerieben. Und dann in Butter geschwenkt. Und wegen Nussbutter, die muss schön, schön braun und schmatzig muss die rüberkommen. Das ist sehr gut. Lasst euch schmecken, ne? Danke, gell? Danke. Ja, dann. Guten Appetit. Guten Appetit. hä? Die armen Leute haben schon gewusst, was auch gut ist, gell? Ja, genau. Aber das ist ja auch ein ganz alter Platz letztendlich. Unsere Bäckerei ist seit 1680 existent und das Gasthaus, das ist nur mal ein paar 100 Jahre älter. Das älteste Gasthaus am Ort. Apropos alt, so ein Sauerteig, das Anstellgut, was sagt man, ist das gut, wenn das 80 Jahre alt ist, 100 Jahre? Also wenn es immer aufgefrischt wird, ist das was für die Ewigkeit. Aber nur weil es alt ist, heißt es nicht, dass es gut ist. Ja, wenn jetzt ich sagen würde, mein Brot ist so gut, weil der Sauerteig so alt ist, also das trifft nicht zu. Aber wir zwei sind schon recht gut, obwohl wir ja alt sind. Ja, wir haben unsere Reife, oder? Reife, ja. Schmeckt übrigens ausgezeichnet, wenn ich das einmal so sagen darf. Oh, ich sehe, es hat geschmeckt. Ja, ja, sehr, sehr, sehr. Schau doch mal. Jetzt habe ich noch etwas. Lass mich raten, Sauerteig. Waffeln. Genau. Es gibt ja eben auch süße Sauerteige. Mit denen kann man halt hervorragend eben Waffeln backen. Im Guten. Danke, danke. Ja, hilft ja nichts, gell? Ja. Irgendwie, oder muss ja. Ich freue mich drauf. Sehr fein. Das ist ja schon erstaunlich, gell? Das ist alles aus dem kleinen Anstellgut, gell? In ein Glasl rein und... Solange du es abdeckst. You taught me how to love. What it's all. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you. Croissant ist Sauerteig, gell? Haben wir gesagt, vielleicht soll ich das einmal probieren. Das Aber Croissant. gerne. Croissant, Sauerteig. Bitte schön. Danke. Da müssen Sie aber das auch probieren. Quarkblunder. Na, die muss ich Alles unbedingt sauber. probieren. Unbedingt, der ist ein wenig schöner. Croissant mit... Einen Moment, ja, bin ja schon da. Du, das, was für die erste Stufe gilt, gilt für alle anderen Stufen auch. Wir müssen Gas geben. Ja? Wollen wir das? Zeigst du. Aber es schmeckt einfach gut. Dritter Schritt, der Vollsauer. Vom Grundsauer zum Vollsauer. Und das ist auch die Grundzutat quasi für dann Croissant und das Plunder und das ganze Süßgebäck. Nicht direkt, Ja. wir müssen eben quasi umziehen. Also wir müssen dann ein paar Tage lang mit Dinkelmehl oder mit Weizenmehl füttern. Aber wir bleiben jetzt bei unserem Brot. Wir müssen die Temperatur ein wenig erhöhen. Der Vollsauer ist wärmer als der Grundsauer. Das wiederholt sich. Ja, oder? das wiederholt sich, aber Man muss ihn schon... da muss man halt durch. Was gut ist, Ja. ist meistens die Summe aus vielen kleinen Schritten. Aber da bist du ja quasi den ganzen Tag also mit ihm irgendwie beschäftigt. Also er mit mir, ich mit ihm. Also es gibt kein Leben ohne Sauerteig für mich. Das ist die Leidenschaft. Und fährst du mit ihm auch in Urlaub oder was machst du da so? Also, Den nehme ich immer mit. Der ist immer dabei. und was sagt deine Frau dazu? Also ich meine, weißt du von dem Sauerteig? Na ja, natürlich, klar. Das ist eine Dreiecksbeziehung. Alles klar. Wie vorhin auch, Vollkornmehl und ein Typenmehl. Gut, jetzt bist du wieder dran. Wieder mit der Hand. Wieder mit der Hand.
So, das passt. Der steht jetzt dann wieder. Der steht nur 3 Stunden. Der ist zwar 3 Grad wärmer, also 8, 29 Grad, im Winter vielleicht sogar 30 Grad. Vollsauer ist reif und jetzt kommt die 4. Stufe oder einfach der Brotteig. Jetzt wird es sozusagen Ja. zu dem, was wir dann in den Ofen reinschieben. Da gilt es jetzt auch zum Beispiel zu entscheiden, wollen wir ein Würzleib machen oder ein Bauernbrot, wie es wir im Laden als Bauernbrot, als Doppelback verkaufen. Fenchel, Fenchel, Koriander, Koriander. Kümmel. In der groben Form Ja. kann man es oben drauf streuen, aber ins Brot wird man es fein vermahlen. Na, ich darf gern ohne Gewürze machen, einfach so, wie wir es in der Früh gegessen haben. Ja, Quasi. ja, völlig in Ordnung. Dasselbe Spiel wie bei den anderen Stufen. Ja. Achso, der ist ja doch so locker, gell? Ja, ja. Und innerhalb von 3 Stunden. Das Ne? ist ja Wahnsinn. Weil er einfach ein wenig wärmer auch ist. Und das Wasser wieder lauwarm? Gut warm. Gut warm. Wenn du das jetzt sehr gut mischst und die verschiedenen Mehle, die reinkommen und das Salz gut mischst, wirst sehen, dann ist das eigentliche Kneten gar keine Arbeit. Was für Mehl nehmen wir? Roggen, Roggenvollkorn, Dinkel und Dinkelvollkorn. Und natürlich ein wenig Salz fehlt noch. Das wird jetzt trocken gemischt. Ich würde sagen, das war's. Das war's schon. Ja, das war's. Also fast. Fast. Und das ist jetzt aber jetzt der fertige Tag, oder? Jetzt sind wir durch. Das Mehl, was wir jetzt rein haben, das darf jetzt ruhig noch ein bisschen quellen. Aber das ist ja jetzt quasi bloß eine Sorten. Du hast aber da hinten in deiner Auslage hast du ja mehrere Sachen. Unser Doppelback, das ist einfach diese Mischung aus Roggen und Dinkel. Aber ich zeige dir gern noch das Einkorn und ich zeige dir das Emmerbrot noch. Da müssen wir aber in den Laden gehen. Ja, das ist natürlich eine Auswahl, gell? Da hätten wir Baguette, das Dinkelweißbrot. Wenn wir da beim Dinkel gerade sind und hell, ein Toast, wir sagen jetzt ein Dinkelkasten. Dann geht es ein wenig dunkler natürlich. Das nennen wir Roggenemmer. Den verarbeiten wir gern ungeschrotet. Der wird dann nur gekocht. Und hier zum Beispiel bei den Uressenen wird er nur gekeimt. Das ist auch eine Art von Verstoffwechslung. Einkorn wäre auch recht spannend, finde ich. Ja, das siehst du deswegen so dieses goldene, das hohe Karotin. Das ist Einkorn, aber das mischst du auch nicht, diese... Nichts da, das lassen wir Sorten rein. Das wäre fast ein wenig ein Frevel, würde ich sagen. Ne? Der Würzleib natürlich, da sind die Gewürze oben drauf gestreut. Und innen drin. Und innen drin. Und den backen wir zwischen Holzlatten, dass er so eckig wird. Ach, riecht aber wahnsinnig gut. Das ist das Misch, 80% Weizen, 20 Roggen. Das Und das da wäre auch noch mal ein Dinkelbrot. Das ist das Animosus. Das ist ein herzhaftes Brot. Ja. Und der Sauerteig schäumt, der ist so wild aufschäumend. Ne? Macht keine Animositäten. Von der Vielfalt ist Sauerteig unbegrenzt. Unbegrenzte Möglichkeiten. Du kannst eigentlich durch dein Leben gehen mit dem Brot. Eigentlich schon, gell? Eigentlich schon. So, pass auf. Da darf jetzt schon ein bisschen was drauf sein, am Tisch, damit er nicht dir beim Formen festklebt. Und du bist dann der den formt. Du machst deine Hände voll Mehl. Und wenn du jetzt die so mehlig hast, dann kannst du den Teig immer einmal anfassen. Du musst dir vorstellen, wie wenn der heiß wäre. Als würdest du die Hände dran verbrennen. Weißt du? Also nicht lang am Teig verweilen. Ja, das magst du schon, das passt. So. Es geht jetzt eigentlich, dass du in die Hand kriegen musst, um da reinzuwerfen. I could not turn my love when it counted. Na ja, Habe ich ein bisschen geklampert reingeschmissen, gell? Also das hast tatsächlich ein wenig Schlampern reingeschmissen, aber das wird ein wunderschönes Brot. Du wirst sehen, das egalisiert sich noch. Wenn das Brot aus dem Ofen rauskommt, siehst du da keinen Unterschied, weil wir backen eher rustikales Brot. so, ja, freilich. Ja. Dann. So, Dein Hand. die Hände, ja. Bredel. Ja, das brödelt man sich einfach so sauber, aber in dem Moment kannst du vielleicht selber ein Gefühl dafür kriegen, wie du so einen Sauerteig gut haltbar machen kannst. Einfach indem man verbröselt. Also, dass du jetzt das, was da dran hast,
so dir so wegkrümelst. Wenn Mehl dazu, ja, Also der allererste, der ursauer, also den, wenn ich wenn es den ein wenig so verbröseln würdest, ne, dann mit Roggenvollkorn. mit Roggenvollkorn. Und dann hast du hier Brösel- oder Krümelsauerteig und so ist der haltbar. Das haben sie früher immer am Dachboden in einen Leinensack gehängt, bis zum nächsten Mal aufkommen und dann nimmt man es und macht ein wenig Wasser dazu und dann reaktivierst du den. 2 Wochen kannst du den halten, 3 Wochen kannst du den halten. Na, Doch, ist so. das ist ja raffiniert. Ja. Den stellen wir jetzt nur 3/4 Stündler warm. Nochmal. Ja. Dann gehe ich schnell. Genau. Set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything. Bin schon da. Bin schon da. Du schnapp da rein, schieße. Den Schießer. Ja. Das haben wir, Das haben wir ein Brett, ne? das haben wir ein Brett. Achso, oh, das schaut ja gut. Das ist. Ja, das ist gut verkommen. Machen wir ein wenig Wasser drauf, weil sonst kriegt es keine Farbe. Wasser. Was machen wir da? Dass der Wasserdampf raus kann, Ach so. sonst kann die Kruste abreißen. Und jetzt muss ich da. Super, das war's. Und jetzt warten wir, kannst du sagen, 1,25 bis 1,5 Stunden braucht es. Hab ich jetzt gerade mein erstes Brot da reingeschoben quasi. Ja, gefällt mir immer wieder. Ja, mir. Wie das riecht. So, frisches Brot. Herrlich. Das ist... Wie das ist, Mensch. Ha? Glücksgefühle, wenn man so sieht. Absolut. Ein Brot ist ein Brot. Also. Ich denke, das ist fertig. Holst da mal raus, dein Ding. Ja. Seid gescheit Haas. Oh, das ist auch wirklich. Ja, toll. Toll, schöner Farb, wirklich. Wenn man so Glück Immer- hat wie du, dass man so einen Sauerteig hat, gell, dann ist ja eigentlich schon viel in Ordnung. Gell? Aber Immer nur ein kleines Wunder, ne? Aber Ja, klar. man ist mit dem Sauerteig dem Wunder ein bisschen näher. richtig, man braucht halt dazu. Gell? Braucht, Das ist ja. klar. So ist das gesagt ist, ne? Im Laden bei uns, die Verkäuferinnen, die würden dir für ein paar Euro in die Kaffeekasse ein bisschen einen Sauerteig geben. Wenn du jetzt du einen brauchst, ne? Das kann ich nicht. Ja, Glas. genau. Ach so, ja, echt. Das ist Ja, kannst du. ja, ja. Kannst das aber natürlich auch so. Ich meine, du kannst das ja auch selber machen. Selber. Na klar. Wie selber jetzt? Wie, Na ja. wie machst du das selber? Wir haben lauter wilde Hefen bei uns hier in der Luft. Und die holst du in einen Teich. Da machst du einen ganz kleinen Teich aus Roggenmehl und Wasser. Und nach 3-4 Tagen blubbert es und ist sauer. Ah, das ist ja lustig. Das ist ja Das praktisch. probierst du mal einfach für deinen persönlichen Wissenszuwachs. Ja, ja, ist klar. Nein, Ja, das ist weil- ja super, also- dass man das. Weil ich habe natürlich Selber Interesse, machen. Interesse daran, dass das was wird. Na? Und deswegen gebe ich dir natürlich ein bisschen was mit. Na? Weißt du, wie man? Ah, dass so, ja. Dass Das ist ja wirklich, das du ist ja dein ganz Glück aufmerksam, ja, dir ganz nett. wirklich mit viel Erfolg backen kannst. Ja, Aber das ist ja das wunderbar. mit den selber machen, das ist Geht natürlich ja. ein Auftrag. Ja, das wunderbar. magst du mal Nein, für dich. super, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, wie sozusagen, wie ich sowas kriege.